Ja, lieber Professor Bohnenkamp, lieber Fritz von Metzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind sehr froh, dass Sie heute den ersten Tag Ihres Kolloquiums der Führungskräfte heute in diesem Highlight eigentlich auch schon ausklingen lassen können. Mein Name ist Tillmann Wittershagen, ich bin einer von 3 Vorständen im Bankverband Hessen und freue mich sehr, heute Abend ein paar kurze Begrüßungsworte an Sie alle richten zu können, weil der Terminplan hat es so eingerichtet, dass wir gleich eine Lesung aus Teilen von Goethes Faust, die uns Banker betreffen sollte, hören werden und der Fritz von Metzler gleich noch eine andere Veranstaltung hat und deshalb nur dieses kleine Zeitfenster und darum auch eine kurze Begrüßung. Umso mehr freut es uns natürlich, lieber Herr von Metzler, dass Sie heute Abend mit Professor Bohnenkamp hierfür zur Verfügung stehen. Ich habe das schon mal erlebt, es lohnt sich sehr, es ist ein echtes Highlight. Wir haben 58. Kolloquium der Führungskräfte. In bewegten Zeiten des privaten Bankgewerbes ist eines klar, das ist ein Ort der Stabilität, der Kontinuität und der Qualität, 58 Jahre in der Reihe, ein solches Angebot für Führungskräfte anzubieten. Und über all die Zyklen des Bankgeschäftes hinweg gab es immer eine feste Konstante in dem Kolloquium, das ist hier in Frankfurt die Begegnung mit Goethe. Das wird am Wochenende auch so sein, aber natürlich hier und heute noch viel ausgeprägter, weil wir eben die Goethe-Sonderausstellung hier im Goethe-Haus haben und im September eine sehr, sehr schöne und auch von vielen Fachkundigen sehr gut beschriebene Goethe-Festwoche hatten, eingebettet in Faust I und Faust II am Theater in Frankfurt. Eine Doppelinszenierung, die so auch nicht Regel ist, sondern eher die Ausnahme. Emmerich Müller, mein Kollege im Vorstand des Bankverbandes, hat ja heute Morgen schon zu Ihnen gesprochen, auch über bewegte Zeiten. Herr Elstner als Geschäftsführer hat Ihnen etwas über den Bankverband und auch die Themen des Finanzplatzes berichtet. Wir werden über die Tage, die 6 Tage zu diesen Themen immer wieder auch mit Fachleuten zusammenkommen und freuen uns sicherlich auch auf Ihre anregenden Diskussionsbeiträge. Wir bedanken uns recht herzlich, Professor Bohnenkamp, dass wir heute als Bankverband mit den Führungskräften hier sein dürfen und sind ganz gespannt auf das, was Goethe und das Geld eigentlich ausmacht. Wir werden heute erleben, dass Goethe oder nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, dass Goethe ein wohlhabendes Elternhaus hatte, umgeben von Bankiers, auch von Metzlers schon damals. Er hatte mit den Spannungen auszukommen, die das Industriezeitalter, das beginnende, eben auch zutage brachten. Technische Innovationen, Eisenbahn damals, aber auch die Idee des Papiergeldes. Und das ist etwas, was wir jetzt aus belesenem Munde uns anhören dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereithalten und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.